Moin und herzlich willkommen zur 729. Rohstoff-Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe der Formationstrader am Samstag, dem 22. März 2014. Und schön, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben. Der Blick auf die Rohstoffliste. Und heute sieht man so wunderbar, und darüber wollen wir auch heute nochmal explizit sprechen, warum wir sagen, mittel- und längerfristig Palladium Long ja. Denn Palladium macht gestern zakatumhafte plus 2,3%, während Gold, Platin, Silber allesamt weitestgehend unverändert sind mit plus 0,27% bis minus 0,15%. Zusätzlich möchten wir heute nochmals auf die Entscheidung der FED eingehen und was es denn für den Chart bedeutet und was man daraus ableiten kann, was die Frau Yellen gesagt hat, nämlich, dass Mitte 2015 die Zinsen angehoben werden. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, auch wenn das Video heute sicherlich etwas länger werden wird, dran zu bleiben, denn wir gucken heute ganz explizit da zwischen den Zeilen des Charts, was Gold und Silber und Palladium zu sagen haben. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich für Sie, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, und deswegen habe ich mir auch heute die Zeit genommen, dieses Video etwas länger gemacht. Ganz herzlich möchte ich Sie aber bitten, dass Sie am Ende des Videos die eigenen Hinweise zu den Ausgaben in der nächsten Woche sich anschauen. Die Minutenzahl wird Ihnen eingeblendet werden. Bevor wir aber über diese 4 Edelmetalle sprechen, möchte ich Ihnen gerne eine kleine Geschichte erzählen, die nichts mit unserem Mentorprogramm zu tun hat, sondern das ist eine Geschichte aus meiner Jugend. Ich habe an dem Tag, an dem ich mich für meinen Medizinstudienplatz immatrikulieren wollte, auf dem Weg zum Zug bin ich gestürzt und habe mir das Knie gebrochen. Und dann konnte ich 3 Monate lang nicht arbeiten. Mir stand damals kein BAföG zu, weil meine Eltern nicht in Deutschland gearbeitet haben. Das heißt, ich musste von der eigenen Arbeit leben, konnte aber 3 Monate lang nicht arbeiten und konnte meine Rechnungen nicht zahlen. Wohnte im Studentenwohnheim, das gehörte zum Studentenwerk. Und ich habe dann meine Miete nicht bezahlt und habe dann irgendwann mal einen Brief, nicht nur von allen möglichen Leuten, sondern dann auch einen Brief vom Studentenwerk bekommen, dass das Studentensekretariat informiert wird, dass ich meine Rechnung nicht zahlen kann, dass ich offensichtlich das Studium nicht finanzieren kann und dass ich zwangsmatrikuliert werde. Und das war für mich ein absoluter Schock. Und damals hat ein guter Freund von mir mich zu einem gemeinnützigen Verein geschleppt. Und ich konnte es gar nicht fassen, die haben mir Geld gegeben. Und durch diese Hilfe war es mir möglich, mein Studium fortzusetzen, nicht zwangsexmatrikuliert zu werden, Arzt zu werden und später als Arzt zu arbeiten, meinen Traum zu verwirklichen. Und das war nur möglich, weil ich in dem Augenblick, als ich Hilfe gebraucht habe, auf die Schultern anderer klettern konnte, um dann doch noch an meine Ziele heranzukommen. Und es gibt einen Menschen, den ich eigentlich über unseren Blog kennengelernt habe, und der arbeitet in einem gemeinnützigen Verein, das nennt sich Rouge et Noir, und was ich ganz großartig finde an diesem gemeinnützigen Verein ist, die unterstützen Kinder, und das Geld geht zu 100% an die bedürftigen Kinder weiter, denn es sind alles Ehrenamtliche und es gibt keinerlei Verwaltungskosten. Und das finde ich großartig, denn ich weiß, was es bedeutet, wenn man in Schwierigkeiten steckt, und ich finde es großartig, wenn Menschen gibt, die ihre Zeit und ihr Herz investieren, um genau anderen Menschen zu helfen. Ich kriege immer wieder mal, nicht so häufig, aber immer wieder mal eine Mail, wo dann drin steht, Mensch, Hamid, toll, du hast mir sehr geholfen, ich würde dir gerne eine Flasche Wein schicken, oder mach doch mal ein Spendenkonto bei PayPal auf, dann würden wir dir Geld geben. Da habe ich immer gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Früher, als wir noch gar nicht das Mentorprogramm hatten, hat mich das nicht interessiert, und jetzt bin ich ja auch meine eigene Dauerwerbesendung, das interessiert mich natürlich nicht. Das machen wir selbstverständlich, wenn es Sie hilft, machen wir das sehr gerne. Wenn Sie schon mal darüber nachgedacht haben, uns finanziell zu unterstützen, oder wenn Sie sagen, das finde ich gut, dass es Menschen gibt, die so etwas machen, ich möchte die unterstützen, dann würde ich mich total freuen, wenn Sie Rouge et Noir unterstützen. Selbstverständlich werden die Formationstrader ebenfalls monetär diesen Verein unterstützen, aber ob das jetzt 1 Euro ist oder 1 Million Euro ist, schön wär's, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, dass man einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass Menschen, die in existenzieller Not sind, dass ihnen weitergeholfen wird. Dazu gibt es auch ein Charity-Turnier im Golfclub St. Leon Roth am 31. Mai, nennt sich Wenn Ritter golfen. Das ist ein ganz normales Golfturnier, aber da gibt es alles, was so zu mittelalterlicher Ritterzeit dazugehört. Gibt es ein Event, können Sie gerne hinfahren. Sie können auch gerne am Golfturnier teilnehmen. Sie würden mir eine große Freude machen, wenn Sie Rouge et Noir unterstützen oder auch bei diesem Golfturnier teilnehmen würden.
Und dann lassen Sie uns einmal eine kleine Übersicht machen, vielleicht über den 4-Stunden-Chart. Da klicken wir uns jetzt einfach mal hier so durch bestimmte Charts durch. Und zwar warten Sie, so gucken wir uns das an. Wir fangen mal an mit Gold. Schauen Sie mal an, Gold steigt, kommt wieder zurück. Gucken Sie sich Platin an, steigt, kommt zurück. Und schauen Sie sich Silber an, steigt, kommt schon viel früher deutlich zurück. Und jetzt schauen Sie sich Palladium an. Steigt am längsten und gucken Sie mal, wo Palladium hier ist im Vergleich zu Gold, Silber und Platin. Und vor allen Dingen, wenn man sich hier das Ganze im Tageschart anschaut, wir haben immer wieder miteinander über diese große Dreiecksformation gesprochen und schauen sich das Volumen hier an, was im Ausbruch reingekommen ist. Der Markt macht diesen Pullback, das Volumen verschwindet, berührt hier die psychologische 750 plus die alte trendbegrenzende, trendunterstützende Linie und sofort kommt der Bounce zurück und schauen sich wieder an, mit wie viel Volumen das Ganze stattfindet. Und das ist eben der Unterschied. Wenn du große Widerstandsmarken aus dem Weg geräumt hast, wenn du keine gleitenden Durchschnitte im Weg hast, wenn du keine trendbegrenzenden Linien mehr da hast, sondern horizontale Linie. Jawohl, die horizontale haben wir noch, kann ich Ihnen auch über den Wochenchart zeigen. Und hier sieht man das auch so wunderbar, wie der Markt diese alte Widerstandslinie bullish auflöst, zurückkommt, einmal kurz berührt und sofort sind die Marktteilnehmer bereit, das zu kaufen. Wir sind hier eben oberhalb der 20er, 50er, 100er und 200er. Und wenn Sie sich zum Beispiel Silber anschauen, dann ist Silber nur ein Klitschko kleines bisschen oberhalb der 20-Wochen-Linie, unterhalb der 50er, 100er und 200er. Und an der Börse geht es darum, dass du Stärke kaufst und dass du Schwäche abverkaufst. Und genau an solchen Tagen, ich zeige Ihnen noch einmal hier diesen schönen Unterschied. Während hier eine leichte Erholung stattfindet, nutzt das Palladium, um eine Rallye zu starten. Und deswegen wollen wir die Starken kaufen. Und das ist der Grund, warum wir über unsere Triggerliste Palladium auf der Long-Seite haben. Wenn wir uns das jetzt mit Palladium anschauen, der Markt hat jetzt diese sehr bullische Bewegung gemacht. Wir haben nach wie vor eine kleinere, aber nicht zu verachtende Widerstandszone. Das Hoch vom Jahr 2013 im Bereich der psychologischen 800, was wir nicht signifikant überwunden haben, sondern wir haben hier so ein kleines Zeichen gesetzt. Wir haben, ganz wichtig, Volumen in den bullischen Bewegungen und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Markt seine bullische Bewegung in Richtung des Hochs von 2011 fortsetzen wird, in Richtung 900, deutlich wahrscheinlicher. Gold ist hier, Silber ist hier, Platin ist hier und Palladium ist hier oben, wenn man die Charts übereinander legen würde. Das ist die erste Zielzone bei 900 und übergeordnet haben wir immer wieder gesagt, 1000 ist die nächste und die übergeordnete Zielzone dieser bullischen Seitwärtskonsolidierung, was heute mal wieder oder gestern sehr eindrucksvoll bestätigt worden ist. Bevor wir auf den Chart als solchen zu sprechen kommen, lassen Sie uns doch einmal zurückblicken auf die FED-Entscheidung, die wir letzte Woche hatten, auf die Aussage der Frau Yellen am Ende ihrer Pressekonferenz, dass Mitte 2015 durchaus die Zinsen angehoben werden könnten, was ja eher weniger hilfreich für die Edelmetalle wäre. Ich sage Ihnen ja immer wieder, Leute, nicht die Aussage der FED traden, sondern zu gucken ein paar Tage, was macht der Markt aus dieser Nachricht. Wir hatten ja zum Beispiel hier die Nachricht, kein Tapering, gekauft, abverkauft. Hier hatten wir die Nachricht, Tapering, abverkauft und dann doch zurückgekommen, wo dann ganz viele gedacht hatten, das ist das Entscheidende, wir wollen nicht denken, wir wollen gucken, was der Chart macht. Ganz viele hatten gedacht, jetzt geht es nach unten durch, Pustekuchen, da kommt der Markt zurück. Jetzt sagt die Frau Yellen, also wir werden die Zinsen möglicherweise Mitte des nächsten Jahres schon anheben, würde man ja erwarten, dass der Goldmarkt runterkommt. Und das tut er auch als erstes. Nur ist jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? So wie hier kommen wir runter und steigen dann? Wenn der Goldpreis trotz dieser Nachricht es ablehnt, weiter zu fallen, dann ist das eher relative Stärke. Denn es kommt nicht darauf an, was für eine Nachricht in den Markt kommt, sondern die Frage ist, was macht der Markt aus dieser Nachricht? Wenn so eine Nachricht nicht zum totalen Ausverkauf führt, in der kommenden Woche ist das eher stark für Gold. Aber das muss sich noch technisch zeigen. So etwas dauert eine ganze Weile, so wie es hier gebraucht hat. Gold ist trotz der Nachricht des Taperings gestiegen und hier wollen wir ganz genau gucken, wenn Gold es schafft, hier diese Zone um die 1300, 1280, alles was hier so gehalten werden kann, ist eher hilfreich für Gold. Wir müssen nicht denken, sondern wir müssen einfach nur zugucken,
wie die anderen denn so hier aus diesem Markt in der kommenden Woche und in der nächsten, übernächsten Woche und übernächsten Woche möglicherweise machen werden. Ich will Ihnen auch zeigen, dass so eine Seitwärtsrange aktuell gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Bei Gold, und hier schauen wir auf GLD, weltweit größte ETF auf Gold Bullish auf den Wochenchart, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Volumen lenken. Wir haben eine erste Berührung mit dieser wichtigen horizontalen Unterstützungszone. Das sieht man so wunderbar bei GLD. Läuft hoch, ist Widerstand, das ist die 1180 bei Gold. Wird hier abverkauft mit Volumen, kommt zurück, geht nochmal rein, dann schafft das da durchzugehen, auch mit Volumen, dann ist es Unterstützung und dann kommt diese wunderbare Rallye. Und schauen Sie sich das hier an, kommt hier ran. Erste Berührung hat mehr Volumen als die zweite Berührung. Das ist eher typisch für einen Doppelboden. Der Markt läuft jetzt hoch. Und wenn ich jetzt ein bisschen näher ranzoome und wenn Sie sich fragen, guck mal, was ist das hier für ein Volumen? Ist das hier in diesem Schatten reingekommen? Nein, nicht täuschen. Das Volumen ist hier reingekommen. Das war Freitag. Da wurde das Ganze bärisch aufgelöst und dann wurde der weiter abverkauft und GLD wird nur während der New York Stock Exchange Zeit gehandelt. Das heißt, hier waren sehr, sehr viele Stops, die abgeholt worden sind und da kam hier ein wahnsinnig hohes Volumen rein. Wenn wir das einmal außer Acht lassen, ich blende das jetzt mal ganz bewusst aus, dann ist das, was wir hier sehen, Volumen, weniger Volumen, dann steigen wir, alles ganz nett und dann sehen wir hier in dieser Negierungskerze mehr Volumen als in dieser gesamten Range, aber weniger als hier und hier. Also die Bullen haben schon noch mehr Volumen auf ihrer Seite. Gleichzeitig eine solche Kerze macht es eher unwahrscheinlich, dass der Markt in der nächsten Woche das höhere Hoch macht. Jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Lassen Sie uns kurz bei GLD bleiben, es geht mir hier nicht um die Zahlen. Erstens, Gold schafft es hier die K&D-Linie oberhalb der 80er Marke zu halten und hier die 50-Wochen-Linie zu halten. Wir reden gleich über die Marken miteinander. Und wenn es dann das gelingt, dann kann es sein, dass wir eine quälende Seitwärtsrange erwarten. Und das möglicherweise für eine ganze Weile, vielleicht für 2, 3 Wochen. Und dann kann es so aussehen, dass der Markt große weiße Kerze, große rote Kerze, große weiße Kerze, große rote Kerze, so etwas ist eher indikativ, dass der Markt dann wieder in die Richtung weiterläuft, von der er kommt. Also weiter nach oben, aber auch mit dem Wissen hier, horizontale Unterstützung, abverkauft, nicht durchgekommen, nicht durchgekommen, nicht durchgekommen, abverkauft, nicht durchgekommen, nicht durchgekommen, abverkauft. Und das ist dann immer noch eine große Widerstandsmarke. Das wäre im Bereich von 14,20. Eine Möglichkeit also, Seitwärtsrange. Sehr unwahrscheinlich ist, dass der Markt jetzt nächste Woche Phönix aus der Asche, Zakatum, hier einfach durchzieht. Noch unwahrscheinlicher ist, dass der Markt jetzt in sich zusammenbrechen wird. Nicht nur, weil jetzt hier K- und D-Linie umeinander geschlungen sind. Ich will es Ihnen auch einfach mal bei Gold im Wochenchart zeigen. Und hier vielleicht aus edukativer Sicht nochmal, warum wir auf GLD schauen und nicht auf den Gold-Spot-Markt. Das ist das sogenannte Tick-Volumen. Das bedeutet, Sie sehen zwar, wie viele Kontrakte gehandelt worden sind, aber Sie sehen nicht, wie viel Volumen dahinter ist. Also ob jetzt nur eine Unze gehandelt worden ist oder ob möglicherweise 1 Million Unzen in diesem einen Kontrakt drin gewesen sind und deswegen kann man hier auch mit dem Volumen nicht so viel anfangen. Uns auf den Chart selbst konzentrieren, also in der Woche 50-Wochen-Linie war Widerstand, Unterstützung und auch diese Woche schließen wir oberhalb der 13,20 per Wochenschlusskurs, ist das eine potenzielle Unterstützungsmarke. Dann haben wir die psychologische 1300 und dann haben wir hier noch eine horizontale Marke 12,75, 12,80, dazu auch noch die 20-Wochen-Linie, also nach unten hin haben die Goldbullen geschafft, sich ein Polster aufzubauen. Das hatten wir auch hier geschafft, hat dann aber am Ende nicht halten können und deswegen muss der Markt das nicht machen. In der kommenden Woche ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt in sich zusammenbricht, in unserem Dafürhalten nicht besonders groß. Dazu möchte ich Ihnen jetzt den Tageschart zeigen. Wir sehen hier im Tag einmal diese alte trendbegrenzende Linie und wir berühren diese Trendlinie noch gar nicht. Schauen Sie sich das an. Wir berühren sie nicht und kommen wieder nach oben. Wir haben aber auch gesagt, Leute, wir haben uns viel Unterstützung kaputt gemacht. 20-Tage-Linie, 13,45, dazu eine alte trendbegrenzende und dann trendunterstützende Linie, das Ganze um die 13,50. Weil wir gerade bei den Widerständen sind, zeige ich Ihnen das vielleicht mal auch über den 4-Stunden-Chart. Schauen Sie sich das an. Um die 13,50, Widerstand, geht durch. Und dann
Unterstützung, abverkauft, Widerstand, Widerstand. Das heißt 13,53, 13,60 war erst Widerstand, wurde zur Unterstützung, ist wieder aufgegeben worden und ist jetzt wieder Widerstandszone. Also nach oben ist jetzt erstmal der Deckel drauf. Darüber natürlich 13,90, 1400, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. In unserem Dafürhalten unwahrscheinlich, dass der Markt jetzt hier nach oben schießen wird. Nach unten hin, also die Trendlinie im Bereich von 13,14, 13,15 haben wir gesagt, das ist eine interessante Zone. Dazu nämlich diese aufsteigende Trendlinie und selbst wenn das nicht halten sollte, 200-Tage-Linie, psychologische 1300er Marke plus 50-Tage-Linie, sehr, sehr viel Unterstützung. Und wenn ich Ihnen das nochmal dann nach unten hin den Deckel zeigen darf, Unterstützung, horizontale Unterstützung, wird dann bullish gekauft. Das ist im Bereich von 13,10. Dazu hier auch die aufsteigende Trendlinie über den 4-Stunden-Chart, ebenfalls potenzielle Unterstützung. Also, der Markt hat sich viel Unterstützung aufgebaut, hat aber auch hier gerade keine Stärke. Er hat eine klare Verkaufsformation in der Stochastik mit klar fallender K- und D-Linie, auch wenn das Momentum jetzt hier nach etwas nach oben zeigt, mit dem höheren Hoch und dem höheren Tief, was wir gemacht haben. Übergeordnetes Bild ist das gleiche. Wir sind immer noch in einer gelben Zone. Das, was Gold die letzten Monate gemacht hat, sieht sehr konstruktiv aus für eine Bodenbildung. Aber wir haben noch viel Widerstand vor der Brust und im Moment haben wir mit Volumen die letzte Woche einen Abverkauf gesehen und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt hier sofort abheben wird, ist weniger groß. Wir sind ja in der komfortablen Lage und hoffentlich Sie auch, wenn Sie immer wieder diese Ausgaben schauen, dass wir prozyklisch, nach System, Palladium auf der Long-Seite getradet haben und auch gar nicht jetzt im Zugzwang sind, irgendetwas mittelfristig mit diesen ganzen Widerständen, die vor der Brust sind, traden zu müssen. Und kurzfristig muss man sagen, haben wir hier kein Setup, bei Gold etwas auf der Long-Seite zu traden. Und auch Short gibt es hier kein Setup, denn es ist wahnsinnig viel Unterstützung, was hier gerade Gold sich aufgebaut hat. Der Blick auf Silber. Wenn wir auf Silber schauen, und bitte haben Sie im Hinterkopf, dass wir gesagt haben, die nächsten Tage, die nächste Woche wollen wir abwarten, wie der Markt die Nachricht der Frau Yellen verdauen möchte, die eigentlich ja gegen die Edelmetalle spricht. Aber wir wissen nicht, wie der Markt auf die Nachricht reagieren wird. Bei Silber muss man sagen, wir gucken mal zurück und schauen, was früher denn so gewesen ist, als wir durch diese wichtige 2050 durchgegangen sind. Hier Unterstützung gehalten, wird gekauft, wird abverkauft, Unterstützung, geht durch. Hier wird angeklopft, geht noch was? Nee, geht nichts. Hier wird nochmal angeklopft, geht noch was? Nee, geht gar nichts. Und dann wird das Ding abverkauft. Entscheidend ist aber auch Folgendes. Tief, tieferes Tief, tieferes Tief, tieferes Tief. Das heißt, während der Markt immer wieder hier anklopft, machen wir immer wieder die tieferen Tiefs. Was ist hier eigentlich? Kommt zurück, Unterstützung, aha, wird abverkauft, klopft an, nee, wird wieder abverkauft. Aber er macht hier nicht das tiefere Tief, er macht das höhere Tief. Das ist eine sogenannte Inside-D-Kerze. Das ist eine potenzielle Trendumkehrformation, wenn eine solche Bewegung zustande gekommen ist. Ich sage Ihnen aber auch immer wieder, eine Kerze ist eine Zelle. Eine Bewegung eines gesamten Charts ist der menschliche Körper. Nur wenn eine Zelle hier gerade eher Stärke oder Schwäche zeigt, heißt es nicht, dass der gesamte Körper das machen muss. Es ist nur ein kleines Indizchen. So, erstens. Zweitens, was man ebenfalls eher für die Bullen sagen muss, ist Folgendes. Wir haben hier immer noch diese untere Unterstützung dieser Bullenflagge. Das ist die Stange und das ist die Flagge. Und wenn Sie unsere Videos immer wieder verfolgen, wir sagen es ja immer wieder, solange der Markt es schafft, die 61,8% zu halten, ist das hier alles noch eine Nebenbewegung dieser Hauptbewegung. Und während zum Beispiel Gold, glaube ich, gerade mal bei 38,2 angekommen ist, ist Silber schon bei der 61,8. Geht sogar mit dem Schatten unten drunter. Schöner wäre es, er hätte das nicht gemacht, aber im Zweifel für den bullischen Angeklagten. Das heißt, wir sind hier immer noch in der Bullenflagge und wir sind immer noch hier in der Nebenbewegung. Das ist das Zweite, was für die Bullen spricht. Dann machen wir hier gerade eine bullische Keilformation. Dafür ist es aber eben genau wichtig, dass der Markt hier, wir hatten gesagt, Zielzone ist die runde 20-Dollar-Marke, die erste Zielzone. Und dann müssen wir in 50-Cent-Schritten denken. Das macht der Markt nicht ganz. Der macht nämlich ein Tief bei 2011. Das heißt, die Analyse hat nur bedingt gestimmt. Dafür ist es wichtig, dass das hier hält, dass der Markt hier drin bleibt. Wenn er es schafft, sich hier aufzuhalten, dann hat er Potenzial, aus diesem Keil rauszugehen und sogar wieder in Richtung der 2085 zu laufen. Das musste aber erstmal machen, respektive also, es darf nicht so sein, dass er jetzt hier nur angeklopft hat
und nicht durchgekommen ist, aber auch kein tieferes Tief gemacht hat, der darf auch in den nächsten Tagen nicht das tiefere Tief machen. Ansonsten ist das nur ein sogenannter Retest. Sagt, na, geht nochmal was? Nee, geht nichts. Dann kommen die Bären rein, verkaufen den ab und dann geht er hier nämlich nach unten durch. Das darf nicht passieren. Das bedeutet, genau diese Trendlinie, die am Montag zwischen 2012, $20 verlaufen wird, die muss Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter und so fort halten. Die 61,8% Retracement-Marke müssen halten. Erstens. Zweitens, was ebenfalls auffällt ist, wir haben ja hier gesagt, Leute, das ist eine Seitwärtsrange, ne? Also, wie sieht man das? Wird abverkauft unter die 20er, unter die 50er, hier oberhalb, oben drüber, dann wieder unten drunter, dann wieder oben drüber. Oh, und dann durch die 100er und durch die 200er. Toll. Was passiert hier? Hier hält noch die 20er, wird abverkauft, dann geht er wieder ein bisschen über die 20er, wird abverkauft durch die 100er, durch die 50er, durch die 100er. Wenn, und das ist bis jetzt pure Theorie, wirklich eine Seitwärtsphase beginnen will, dann ist das schon wieder das erste Zeichen, dass hier wieder die gleitenden Durchschnitte vollkommen ohne Aussagekraft sind. Wir gehen hier mit Kracho durch die 200-Tage-Linie, um dann wieder hier nach unten durchzugehen. Nicht mit so viel Volumen. Also durchaus möglich, dass hier diese Seitwärtsphase noch ein bisschen anhalten möchte. Dafür noch einmal muss die $20 halten. Ansonsten sind wir genau da, wo wir schon mal gewesen sind. Das war hier Mitte Juli bis Anfang August und nochmals von Anfang November bis etwa Februar 2014. Abschließend habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Wenn Sie die Day- und Swing-Trading-Ausgabe am Freitag geschaut haben, dann wissen Sie schon, dort habe ich Ihnen schon gesagt, nächste Woche gibt es keine Ausgabe in der Day- und Swing-Trading-Sektion. Noch bei den Rohstoffen kann ich Ihnen nicht versprechen, dass wir nächste Woche jeden Tag Ihnen eine Ausgabe zur Verfügung stellen können. Der Grund ist, dass ich mit meiner anderen kleinen Firma, die ich habe, auf dem Chirurgenkongress bin. Wir präsentieren dort unser Produkt auf dem Messestand. Und das werden dann immer sehr lange Tage sein. Ich werde dann dort im Hotel sein. Und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich dann eine Ausgabe machen kann. Es ist zweifelsohne so, sage ich Ihnen ja immer wieder, dass das Bloggen einfach Teil meines Alltags und meines Lebens geworden ist. Und sehr gerne möchte ich auch in der nächsten Woche für Sie diese Ausgaben machen. Man wird abwarten müssen, inwieweit das für mich zeitlich möglich sein wird. Und wenn Sie sich fragen, was macht er eigentlich, kann ich Ihnen auch gerne zeigen. Nicht wenige von Ihnen wissen das auch. Das ist ebenfalls ein Produkt, wo es um Ausbildung geht. Diesmal aber um die Ausbildung von Chirurgen. Können auch gerne auf unsere Seite gehen. lübeck-toolbox.de, können sich auch ganz viele Boxen bestellen, wenn Sie wollen. Und wenn Sie das interessiert, was es ist, es gibt auch einen Spiegel Online-Beitrag. Das ist dann auch verlinkt, können Sie sich sehr gerne anschauen. Es war nämlich damals so, als ich Chirurg werden wollte, als ich Trader werden wollte, hatte ich das Gefühl, dass nicht die notwendigen, unterstützenden Produkte da sind, damit die Lernkurve steiler ist. Das ist das, was mich antreibt, sowohl beim Mentorprogramm als auch bei der Lübecker Toolbox, denn ich möchte das, was mir damals gefehlt hat, denjenigen, die das jetzt lernen wollen, sei es operieren oder sei es traden, zu unterstützen. Und genauso wie wir hier bei den Formationstradern eher ein Mentorprogramm haben, was mehrere Wochen bis Monate geht, genauso haben wir dort auch ein Produkt entwickelt, wo man über mehrere Wochen und Monate die Basisfertigkeiten in der Chirurgie erlernt, bevor man dann an den Patienten rangeht und eben mit einer steileren Lernkurve und geringerer Komplikation das Traden erlernen kann. Denken Sie bitte dran, dass es wichtig ist, dass wir beim Traden uns selbst nicht verletzen. Es geht gar nicht, dass wir keine Verluste machen. Verluste zu machen ist Teil des Gewinnmachens. Sich selbst zu verletzen bedeutet, mit einem einzigen Trade zum Beispiel 10, 15, 20, möglicherweise 30% seines Depots zu verlieren. Auch 5% sind schon viel zu viel. Das kann man nur dann leisten, wenn man eine richtige Positionsgröße wählt, also nicht versucht, eine Reichmacherposition reinzumachen und selbstverständlich immer wieder einen Stop-Loss hat, was für einen die Reißleine zieht, damit man ohne Emotion einfach aus diesem Trade aussteigt. Denken Sie dran. Und traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben und wenn Sie mögen, uns Formationstradern ebenfalls gewogen bleiben. Mein Name ist Hamed Esnashari alias Wolke P.